Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stardew Valley für die kleinen Zuschauer auf meinem Kanal. Wir waren hier letzte Folge stehen geblieben. Wir haben geschlafen, haben unser Geld bekommen gestern. Das Kupfer, ja, können wir leider noch nicht. Wir haben einen Wetterbericht angeschaut, einen Wahrsager, werden heute keinen Glück haben. Und hier, Robin hier, ich weiß, du hast eine Menge Stein auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welchen übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und sie sich sehr praktisch, sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei mir im Laden vorbei. 75 Stein und 1000 Gold vorbei. Wenn du bereit bist. Also so gesagterweise, wenn ich jetzt 75 Steine und 1000 dahin blättere, dann kann ich mir hier überall auf der Map Wasser holen. Das brauche ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier 3 Seen bei mir am Hof. Ja, gieß mal das Feld. Das brauche ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nicht, weil ich habe hier genügend Wasser. Also ist es für mich auch relevant. Wurscht, auf gut Deutsch gesagt. Ich werde jetzt hier auch noch mal ein bisschen Sachen hier klar machen. In der Zwischenzeit hatte ich auch mal die Aussaat gewässert, dass ich das nicht mitten in der Folge mache, dass wir auch was Sinnvolles in der Folge unternehmen. Heute werden wir auf jeden Fall, was werden wir heute machen? Was werden wir heute auf den jeden fälligen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gehen wir doch mal zu zu Clint und werden die Boden aufmachen lassen. Was brauchen wir denn? Wir haben in der letzten Folge ja gesehen, was wir uns neu bauen können. Müsli-Riegel, Eichel und Ahorn. Ja, nicht besonders viel. Aber die Kiefernzapfen kann ich eigentlich wegpacken. Komm, wir gehen mal zu Clint. Wir werden schauen, was wir aus den Geoden rauskriegen. Hey, ein Eichkatze. Oder Eichhörnchen, wie man so schön sagt in Deutschland. Bei uns in Bayern heißt es Eichkatze. Dass ihr das auch schon mal wisst, meine kleinen Freunde. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal zu Clint gehen. Dann werden wir uns noch schauen, wen wir hier finden. Hallo sagen, wir brauchen noch 9 Leute. Ja. Okay, was haben wir? Was? Damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät, ich zahle 200 an denjenigen Angler, der einen Katzenfisch fängt. Viel Glück, Billy! 200 Gold, du kannst den Fisch behalten. Wir werden ihn auf jeden Fall
nichts bringen. Ich werde auf jeden Fall hey, na zerbrochen jetzt. Ja, keiner mehr gebraucht. Irgendwie verlaufe ich mich jedes Mal zu blind. Keine Ahnung wieso. Clint, ich hab was für dich. Kannst du mir Geoden aufbrechen? Und hier seht ihr, ich muss eine Aufgabe bewältigen. Einmal hier draufklicken, dann wird von Clint die Geoden aufgebrochen. Und jetzt sind wir wieder arm. Ach so. Wie war denn das, dass ich Werkzeuge verbessern? Ich musste, glaube ich, selber die Sachen schmelzen. Aber das können wir noch gar nicht, weil das ja noch hier nicht geht. So, dann muss ich mich mal kurz muten. Oh, da ist Willi. Reden wir halt mal mit Willi. Ahoi, Bursche. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten. Nach einem ganzen Monat auf der salzigen See. Wir waren ein ziemlich großer Fang, haben eine Menge gute Fische gefangen. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was in meinem Laden an. Natürlich werde ich das machen. Hey, eine Angel. Du erhältst eine Bambusstange. Danke. Hier im Tal gibt es gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder geöffnet. Offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du bringst. Wenn es stinkt, verkauft es sich bestimmt. Oh, das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Hey, ich habe noch langsam schauen, ob ich es noch hinbekomme, Fische zu fangen. Du bist erschöpft.
Müsste ich mal bei Velin nachfragen, ob man bei dem kaufen kann, hier bestellen. Und das Ganze. Billy, du eine Frage. Übungsangeln 25. Rollen 140. Nö. Ist mir zu teuer. Ist mir zu wenig, wenn ich sagen darf. Ja. Kann ich eigentlich da lassen, weil ich einen Müll nicht brauche. Ich selber Müll habe. Ich darf nicht mit Mama, mit Fremden reden, hat Mama gesagt. So, ich bin jetzt ja gerade am Überlegen, was wir machen wollen. Energie haben wir nicht mehr so wirklich viel. 16 nur noch. Hey Müll. Ich freue mich. Wird sich Clint auf jeden Fall freuen. Kaufen wir mal 30 Fasern noch. Und dann gehen wir. Was machen wir jetzt noch? Dann machen wir noch ein bisschen Fasern. Kosten mir nichts an Energie. Kann man ja rein noch abbauen. Nur ist es dann halt blöd, wenn man irgendwelche anderen Sachen abernten will. Die brauchen natürlich Energie. Bambusangeln kann ich auf jeden Fall mal hier lassen. Und wie zum Folgenende auch gesagt, in der letzten Folge schon, wir schauen uns auf jeden Fall nochmal kurz den Wetterbericht an. Ein sonniger Tag wird morgen. Ich würde mich freuen. Ich habe es endlich geschafft. Hab wieder was geschafft in dieser Folge mit euch zusammen. Wenn euch irgend noch was interessiert, schreibt's unten in die Kommentare auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Wir schauen uns jetzt zusammen noch an, was wir alles erwirtschaftet haben. Der 4. Tag. Sammeln haben wir 100 Gold gefarmt, wegen den 2 Venusmuscheln. Die bringen jeweils 100, also jeweils 50 und dann jeweils 50 plus 50 sind 100. Hier haben wir einmal 25 Gold durch die 5 mal Kiefernzapfen. Also die bringen, also eine Kiefernzapfen bringt 5 Gold, 2 Lehm, die bringen jeweils 20 Gold jedes Mal und die 39 bringen halt immer nur 1 Gold, weil das braucht man ja nicht. Das macht zusammen 204 Gold.
Und ich würde mich freuen, schaut in der nächsten Folge vorbei. Diese Folge wird Freitag kommen, wenn ich jetzt so genau noch dran bin. Ne, diese Folge kommt Freitag. Am Samstag kommt keine Folge. Da werde ich mit euch ein neues Projekt anfangen. Das heißt Transport Fever. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ich würde mich ziemlich freuen für euch. Das Transport Fever geht so rein in eine Zivilisation aufbauen. Also manche Zivilisierungen sind schon da. Die sollen halt bloß dann Brot liefern oder auch andere Sachen. Aber das werdet ihr alles am Samstag und am Sonntag sehen. Diese 2 Folgen werden alle beide Tage um 17:30 Uhr kommen, so wie Stardew Valley. Das kommt unter der Woche, also von Montag bis Freitag ab 17:30 Uhr. Und ich würde mich freuen, wir schauen jetzt mal kurz. Guten Morgen, ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen hast und Erze gefunden hast. Das ist gut. Danke. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Bauplan Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Danke, Clint. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallwaren schmelzen. Diese Waren können für die Herstellung, Konstruktionen und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob du eines deiner Werkzeuge verbessern solltest. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause, mach's gut. Stelle einen Schmelzofen her. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, seid gut mit euren Eltern. Und ich würde mich freuen in der nächsten Folge, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn es heißt, Stardew Valley wird gezockt. Also, bis dann, meine kleinen Freunde und Freundinnen auch noch.